Ich möchte Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer letzten Führung hier im Alten Rathaus, das Hallertauer Hopfen- und Heimatmuseum in Geisenfeld. Wir sind im Alten Rathaus der Stadt Geisenfeld, erbaut 1626, noch weitestgehend im Originalzustand erhalten, also bis dato waren keine größeren baulichen Veränderungen. Der Bau war damals mitten im Zentrum des 800 Einwohner Ortes. Die Hauptstraße ist direkt draußen vorbeigegangen, also die heutige B300, die Poststraße Augsburg-Regensburg. Die hat also da über den Stadtplatz Marienplatz und unten aus Schlagkerlgasse, führt da beim Krankenhaus aus Richtung Münster-Regensburg. Also der Hauptverkehr hat sich da draußen abgespielt, man hat alles von hier aus im Blick gehabt. Es hat sich bereits einiges angesammelt an sakrale Kunstgegenstände, wobei das meiste natürlich zur Ausstattung von der Kirche gehört und da auch drin blieb ist und heute noch vorhanden ist. So, darin wird es jetzt ein bisschen eng. Da müsst ihr ein wenig gleichmäßig verteilen, ein wenig enger zusammenrücken. Die Einrichtung vom Laden, die stammt vom heutigen Café Brecht. Da unten, da war ein kleiner Grammerladen mit dabei. Da war auch wieder Sammelbereich vom Heinzelmeier Josef. Die Teeseicher oben, also eine wahre Leidenschaft von ihm. Also da, wenn er einen erwischt hat, der ist wieder aufgefallen worden und die Schnur ist irgendwie länger geworden. Und da haben wir jetzt wirklich einen lückenlosen Einblick in die Geschichte der letzten paar tausend Jahre genau dieser Gegend hier. Wir fangen an mit einem Blick in den Geisenfelder Untergrund. Wir haben lange Zeit bloß die wenigen Bronzegegenstände gehabt aus einem einzelnen Hügelgrab bei Einau. Ich hoffe, dass so früh wie möglich erhalten bleibt bei dem Gebäude. Ich habe damals gesagt in der Sitzung, es war ein Glücksfall für Geisenfeld. Jetzt sind wir da draußen und genau da machen wir jetzt auch Schluss. Weil diese Baustelle da bei so einer befinden wir uns jetzt auch in unserem Museum. Wir haben Baustelle umziehen, einlagern, aufbereiten, alles. Hoffnung, dass wir wieder ein Quartier kriegen, das ein wenig dem hier entspricht, auch von der Geschichtsträchtigkeit her. Den Weg müssen wir halt gehen. Es kann gut werden, wenn sie alle an die Abmachungen halten, dass wir entsprechend die Räume kriegen, wenn alles gut läuft. Oder es war heute wirklich die letzte Führung und dass wir uns dann nur noch das Museum und den Rundgang Zukunft im Internet auf Fotos anschauen können. Freitag heute nicht so viel da waren. Der Hans hat mit Sicherheit eine interessante Führung gemacht. Der kennt sich da aus, er ist also da der Spezialist hier. Es ist jetzt ein bisschen historisch, ihr seid also in dem Haus wirklich die letzte Gruppe, die jetzt da offiziell herumgeführt wird. Wir schließen jetzt auch das Museum da herin. Das tut uns weh. Aber wir sehen ja, die Zukunft geht weiter, also ich hoffe, wie der Hans gesagt hat, wir werden da drüben wieder eine neue Heimat finden, wird vielleicht ein paar Jahre dauern, aber ansonsten bleibt gesund, wir sagen für Gott.